Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja. Leid. Sitz ich heute in der Früh auf dem Bott und denk mir nix Bäs. Ja? Heißt's im Abo-Feed auf einmal hier, der Inge überträgt live den Rainer aus der S-Bahn. Oder Regionalbahn. Ja. Eine weitere Unterbrechung meines Aufarbeitungsprogrammes, weil ich habe da bloß irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten von der Scheiße gesehen und hab mir da schon gedacht, das ist hochutopisch, das machen wir jetzt dann gleich auf dem Frühstück. Das sind für euch Mittagspausen Matt. Ja? Ist auch nicht schlecht. Er hat ja in seinem Blog-Eintrag irgendwas geschrieben, dass er in Straßburg gewesen wäre und wieder irgendwelche Bunga-Bunga-Aktionen geschoben hätte. Alles gelogen. Ja? Also, wer glaubt, dass er tatsächlich in Straßburg war? Bitch, please. Er hat von Stuttgart schwadroniert. Und ich denke, es ist also jemand, der vor ein paar Tagen noch in der Nacht auf der Straße gesessen ist und gesagt hat, er hat 70 Euro in der Tasche. Und das war's. Wie will der sich ein Wochenende leisten können, indem er erst nach Stuttgart und dann nach Straßburg fährt und dann da mit Hotelübernachtung und alles wieder zurück? Höchstgradig utopisch. Höchstgradig utopisch. Wie gesagt, ich habe mir gestern das Video angeschaut vom Serial über diesen Blog. Brutalo. Großartiges Video, by the way. Schaut euch das an. Gut, dementsprechend haben wir jetzt halt Drache, Back, Top, Home, keine Ahnung. TikTok Restreame von heute, vom 21.02. Super brutal frisches Met. Dann bleibt mir auch nicht mehr zum Sagen, außer hockt euch hier, sagen wir mehr, reißt euch eine Häube auf und mir ginge einer in die öffentlichen Verkehrsmittel. Paranoider Schulterblick, ganz wichtig. Geschnaufe, auch ganz wichtig. Traum-Content, Rainer. Traum-Content, hockt er da und schnaubt. Inklusive Strichehandschuhe. Sind wir ein bisschen müde, Rainer? Sind wir in der Früh nicht so deine Zeit? Kann das sein? 6:15? Jetzt schauen wir mal, bis er zum Schwadronieren anfängt, weil wir brauchen dem jetzt nicht eine halbe Stunde. Die Abonnenten pennen alle noch, wa? Weil wir brauchen ihm nicht ewig beim Schnauben zuschauen. Die Abonnenten pennen alle noch, wa? Eigentlich ist es ja egal. Also wie erwartet, dass das große Publikum ankommt, bloß weil jetzt der große Drachenlord wieder am Streamen ist. Wenn ihr Mitglieder seid. Also müsst ihr euch eine Mitgliedschaft holen. Also wenn ihr schreiben wollt, versteht sich. Rainer, das wäre es mir nicht wert. Ich habe das Gefühl, ich sitze auf der falschen Seite im Zug. Rainer, du sitzt auf der falschen Seite im Leben. Jetzt passiert jetzt doch halt nochmal was, oder was ist da los? Freddy, Dankeschön. Willkommen. Ja. Oh.
Ihr seid süß, Dankeschön. Ähm, ich bin, Ah, jetzt geht's los, oder? Kaum sind 4 Minuten vergangen, schon passiert auch immer was, außer, ja, danke, Unterstützung, etc. war jetzt das Wochenende erst war ich in Stuttgart, dann war ich in Stuttgart, dann war ich in Straßburg. Genau, Rainer. Diesmal fahren wir wirklich tatsächlich und wortwörtlich tatsächlich sogar etc. mit dem Lülü-Train nach Bullshit Town. Er wird in Stuttgart und in Straßburg gewesen sein, ganz genau. Habe aber keine Videos und keine Streams gemacht, weil ich da privat unterwegs war und ich wollte meine Ruhe haben. Und die Leute, die den Blog gelesen haben, die dürften es wissen. Rainer, ein Scheiß. Ein Scheiß. Du hast dich irgendwo wieder versteckt. Du warst jetzt vielleicht ein paar Kilometer außerhalb von Neustadt. Ja? Ein bisschen weg von deiner üblichen Hut. Und hast dich da irgendwo versteckt ein paar Tage. Und hast Mana getankt. Nach der Geschichte, wo sie dich aus dem Hotel rausgeschmissen haben. Wahrscheinlich irgendwo in der Gegend von dem Dude, der dich da am Schluss abgeholt hat. Kann das vielleicht sein? Dass der Dude gesagt hat, hey du, ich habe eine Möglichkeit, wo du ein paar Tage pennen kannst. Schau, dass du ein bisschen irgendwie zur Ruhe kommst und dann schleichst du wieder. In Straßburg ist er gewesen, freilich. Auf der Straße ist nicht gleich Straßburg. Und ja, nachdem ich dann quasi, nachdem ich jetzt quasi dann zurückgekommen bin aus Stuttgart, aus Straßburg, es ist in Frankreich, so an der französischen Grenze zu Deutschland. Da war ich schon mal vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. Ja. Ah, come on, wie lächerlich. Mit echten Knutschflecken flexen ist lächerlich, Rainer. Das machen 15-Jährige. Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr. Das machen dann wahrscheinlich 14-Jährige. Und da hast du halt den Häus zwickt. Wie das ganz so zufällig zeigt gerade. Es ist erbärmlich. Guten Morgen, Rainer. Guten Morgen, Drache. Servus. Morgen. Ja, das hat er in seinem Blog auch geschrieben. Er hat Knutschfleck am Hals und noch an anderen Stellen. Alles Lülülü. Brauchst nichts verzeihen. Ja? Und so ein Fleck, es gibt viele Möglichkeiten, wie man so einen Fleck irgendwie zustande kriegt. Gar kein Problem. Aber gewiss war da keine Mulle am Werk. Ja, jedenfalls, ich war da nicht, Rainer? Ich habe eigentlich heute Morgen noch überlegt, ob ich noch einen Tag dranhänge. Mhm. Eigentlich wollte ich schon Sonntag zurückfahren, aber ich denke, man hat es gerade gesehen. Ich habe jemanden kennengelernt. Ganz zufällig hat man das gesehen, Rainer. Ganz zufällig hast du da genau den Kragen gelüftet an der Stelle. Alter, das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, ist unfassbar. Ja. Ursprünglich wollte ich gar nicht so weit. Ich war ursprünglich in Stuttgart, wie gesagt. Hier schon am Neckar. Da sind wir. Rainer, hast vergessen zu muten. Vorhin hast du die ganze Zeit gemutet. Ja, hier schon am Neckar. Schauen wir mal. Eine Sekunde. In Hessen. Du bist in Hessen, nicht in Straßburg. Ausstieg rechts. Servus, mein Bester. Wie geht es dir aktuell? Alles gut? Ja. Also bei mir ist es im Prinzip so. Ich war erst in Stuttgart, weil ich mich mit jemandem treffen wollte. Die Dame ist dann, die war in Stuttgart und ich wollte aber sowieso mal nach Stuttgart, deswegen bin ich da hingefahren. Ihr habt ja meine Liste auch
Auf meinem Blog, für die Leute, die meinen Blog lesen. Hat er nicht in dem Blog geschrieben, dass zufälligerweise im Nebenzimmer eine Dame war, die aus Würzburg gekommen ist? Und da, ja. Was machst du? Das macht deine Erkältung schon alles besser geworden. Ja, meine Erkältung ist deutlich besser. Im letzten Ding, was ich bearbeitet habe, war es auch so, meine Erkältung ist deutlich besser. Und das ist über eine Woche her. Wann war das? Am 6. Ja. Der Streamende vom 6. Februar. Heute ist der 21. Er ist immer nur erkältet, aber er werde nie krank. Genau, jedenfalls, Dankeschön für die Unterstützung. Ist auf jeden Fall so, ich war Genitalwarzen sollt ihr kriegen. Jeder Einzelne, der dem auch nur einen Cent gibt. in Stuttgart, weil ich mich mit der Person getroffen habe und weil ich das sowieso schon lange mal hin wollte. Die Person selbst kommt aber aus Würzburg. Und die Person ist dann nach Straßburg weitergefahren und ich habe mir gedacht, ey, warum nicht? Die Person konnte mich mitnehmen nach Straßburg. Und dann bin ich halt mit nach Straßburg gefahren. Wie er sich die Lügen zusammenrendert, es ist fürchterlich. Beziehungsweise wir waren nicht direkt in Straßburg, sondern, oh Gott, fragt mich nicht, in irgendeinem kleinen Kaff nebendran. Ja, genau, beziehungsweise jetzt klar. Ja? Richtig schöne Pension und alles. Ja, ey, Rainer, Kim, geh weiter. Jedenfalls bin ich dann da waren wir dann gestern noch den ganzen Tag, da habe ich auch einen Blog drüber geschrieben, aber nur so ein bisschen angedeutet. Na, Rainer, du hast da überhaupt nicht angedeutet. Du hast der Fall gerade rausgelogen, dass du irgendwie Bunga Bunga Party in Straßburg gemacht hast. Das war zum Thema, ne? Und es ist so urpeinlich. Es ist so urpeinlich. Also sogar wenn es ein echter Knutschfleck wäre, ja. Sehr starker Konjunktiv in dem Fall. Wäre es peinlich. Schaut euch das mal an, wie er sich da hingesetzt hat, bevor er den Stream angemacht hat, hat er sich da schon, man sieht es ja, die Kapuze und alles, das hat er sich alles da an der Seite schon rauszogen, irgendwie, damit man dann ganz zufällig diesen in Anführungsstrichen Knutschfleck sehen kann. Es ist erbärmlich, fürchterlich. Ja, auf jeden Fall ist es dann das so, dass ich dann am Schluss gesagt habe, okay, ich muss jetzt zurück, weil ich auch gewisse Verpflichtungen habe. Ich muss ja gewisse Sachen mit Ämtern und so weiter regeln. Rainer, du musst zum Bewährungshelfer, weil du ein verurteilter Straftäter bist. Ich muss schauen, wie ich eine Unterkunft kriege. Ich muss schauen, wie ich dies mache, wie ich das mache, was ich alles anstelle und was ich alles vorhabe. Ja, du hättest auch bei deiner Bumsgeschichte bleiben können. Wenn die da praktisch ein Heisal hat oder die Pension oder was weiß ich. Zeig dich doch da dran, wie der Parasit, der du bist, wenn es die Person tatsächlich gibt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber davon jede Menge. Und was ich auf jeden Fall vorhab, ganz wichtig vorhab, ist, ich muss auf jeden Fall mit Jobcenter, Landratsamt und Gemeinde reden. Du musst um Barrene betteln gehen, wirst du sagen. Du wirst wieder mal für nichts Geld haben. Du wirst da hingehen und sagen, hier Jobcenter, Landratsamt, Gemeinde, etc. Wohnung und Geld her. Deswegen musste ich heute auch recht früh los, weil heute ist ja Dienstag. Gestern war ja Montag, heute ist Dienstag und das heißt, wir haben heute nur halbe Ämtertage. Das heißt, heute ist alles ab 12 zu. Das heißt, halbe Ämtertag? Willst du mich verarschen? Die meisten Ämter, die ich kenne, die machen sowieso um 12 zu. ich muss vor 12. Weil die genauso wie du das Arbeiten nicht erfunden haben. 12 auf die Ämter sein. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre ein bisschen früher los. Ich bin jetzt schon seit 2 Uhr morgens bin ich jetzt schon unterwegs. Oder seit 3 Uhr morgens. Ich weiß gar nicht genau. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns fahrt um 2 Uhr morgens keine einzige Regionalbahn. Der sitzt in der Regionalbahn und die fahren definitiv um 2 Uhr morgens bei uns nicht. Ich glaube, die erste fahrt um 5 Uhr. Vielleicht halbe 5 Uhr. Sowas in der Richtung. Aber nicht um 2. Ne, um 2 bin ich aufgestanden, um 3 bin ich losgefahren, ungefähr. Habe jetzt aber auch ein paar Umwege genommen.
Ich wollte nicht wieder direkt durch Stuttgart fahren, weil letztes Mal bin ich durch Stuttgart gefahren. Warte, ich mach nochmal kurz Pause. Eine Sekunde. Sorry, da bin ich wieder. Das ging auch, ich bin jetzt ein bisschen anders gefahren. Ja, ich muss sagen, dieses Quer durchs Land ist echt sinnvoll. Vor allem, wenn man Arbeitsloser ist. Ohne Kohlen in der Tasche. Das ist richtig sinnvoll, dass man dann quer durchs Land fährt. Rainer, sowas nennt man einen Landstreicher. Zu einer Unterkunft. Was? Muss dir eine Unterkunft geben. Aha. Bist du wieder zu Hause in deiner Heimat? Noch nicht. Noch nicht, definitiv noch nicht. Sieht noch ein bisschen anders aus hier. Das war echt eine schöne Aus dem fahrenden Zug Striemene, ja, immer schlau. Das Einzige, was hier hochgeht, ist hier der Barren-Counter. Ist ja fürchterlich. Das sind wir auch am Abend gefahren, das heißt aber auch alles dunkel oder wurde gerade dunkel. Das heißt, jetzt stellt euch einmal vor, ihr sitzt in der Früh was haben wir da? Kurz vor 7:30. Sitzt ihr in der Bahn, weil ihr Berufspendler seid und ihr wollt einfach bloß eure Ruhe haben, vielleicht noch ein bisschen die Augen zumachen, bevor es in einen weiteren Arbeitstag geht. Und dann hockt der dicke Fettbeitel da drin und fängt mit seinem TikTok-Streamen an und labert irgendeine Scheiße. Da den umgehen, da mal aufstreichen. Ich habe von der Landschaft eigentlich gar nichts gesehen. Und Es schaut aus wie Mordor da draußen. Alter, schau ich das mal an. Boah. Boah, auf der anderen Seite ist alles neblig, ey. Ah, aber hier auch. Und na, wie auch immer. Jedenfalls ist es so, dass ich mir gedacht habe, okay, auf dem Rückweg streame ich jetzt ein bisschen. Ich wollte eigentlich gar nicht streamen ursprünglich für das Wochenende, weil ich gedacht habe, gut, das Wochenende ist schon lang rum, Rainer. Du hast auch am Wochenende nicht gestreamt. Ist das so? Vorhin sagte er, ja, heute ist Dienstag. Eigentlich wollte ich jetzt heute am Wochenende nicht streamen, ne? Der hat überhaupt keinen Begriff mehr, was welcher Tag ist. Wochenende ist natürlich seit gestern jetzt vorbei. Aber jetzt ist im Moment ja auch Fasching und alles. Und Rainer, bei dir ist immer Fasching. Bei dir ist immer närrische Zeit. Ja. Bei Larven hast du sowieso 24 Stunden am Tag auf. Ja, es ist alles an und für sich, es ist alles ganz cool gewesen. Und am Mords-Kasperl-Theater immer. Ich kenne schon die Nieten von meinen Handschuhen ab. Genau. Weil du wieder ein Qualitätsprodukt gekauft hast. Ja? Stricherhandschuhe, aber die billigen bitte. Darf ich sagen, wo du gerade hinfährst? Darf ich klar sagen? Ich darf immer sagen, wo ich hinfahre. Ich muss aber nicht. Aber das hat er vorhin schon gesagt. Er fährt wieder nach Hause, weil er zu den Ämtern muss. Weil es ist meine Meinung, meine Sache, wo ich hinfahre. Seine Meinung, wo er hinfährt, Alter. Ja, seine Meinung ist das Wichtigste auf der Welt. Die Sache ist nur, ich sag's für gewöhnlich nicht, weil ich, Henner, du hast es doch vorhin gesagt. Du fährst zu den Ämtern, zum Landratsamt von Neustadt, um Barren nicht zu betteln. Ich sag's für gewöhnlich nicht, weil ich nicht möchte, dass die Leute rausfinden, wo ich bin. Aber ich habe gerade schon zweimal gesagt, dass ich jetzt zurück nach Hause fahre quasi, also beziehungsweise zurück nach Franken. Weil ich war 3 Wochen in Berlin, jetzt war ich das Wochenende in Stuttgart und in Straßburg bei der französischen Grenze, deutsch-französischen Grenze. Und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt zurück, weil ich... Glaubt ihr, dass der einfach die letzten Kröten, die er noch gehabt hat, im Puff auf den Kopf gehauen hat? Und das sei, dass er gesagt hat, hey, einmal bumsen nur bitte und mach mal noch einen Knutschfleck hin, damit ich flexen kann. Ja? Ich muss Sachen regeln und das muss ich diese Woche auch klären. Letzte Woche haben sich noch Sachen ergeben, die ich die Woche klären muss. Deswegen ist das definitiv so eine Sache, das geht momentan nicht anders. So, und deswegen fahre ich jetzt über ein paar Umwege, dass ich nicht wieder über Stuttgart fahren muss. Fahre ich jetzt über ein paar Umwege zurück. Und
Hoffe, dass ich das halbwegs unbehelligt machen kann. Werde auch ein bisschen später ankommen, als ich ursprünglich wollte, weil ich heute Morgen ein bisschen verschlafen habe. Was jetzt, Rainer? Was jetzt? Bist du um 2 Uhr aufgestanden und seitdem schon unterwegs oder hast verschlafen? Was? Ganz zu schweigen davon, dass wir festgelegt haben schon, dass um 2 Uhr in der Früh keine Regionalbahn fährt. Wenn du verschlafen hättest, Rainer, du bist eine Stunde, bevor du diesen Stream gemacht hast, bist du aufgestanden. Weil du da in der Gegend irgendwo bei irgendwem untergekommen bist. Und jetzt hast dich sauber geschlichen. Wahrscheinlich hast du es mit den Leuten auch wieder verscherzt. Und deswegen sitzt jetzt in aller Herrgottsgegend in der Regiobahn und verpisst die wieder zurück in dein räudiges Loch, aus dem du gekrochen bist. Wenn er die Dame die ganze Nacht wach hält. Ja, die Dame hat ihn die ganze Nacht wach gehalten. Ja, die hat die ganze Nacht gesagt, Rainer, bitte, du wohnst hier nicht, bitte geh. Das hat die gesagt. Alter Schatz. So, hallo Drache, warum hast du eine Woche lang nicht gestreamt? Weil er fetter Vollidiot ist. Nein, er hat Mana tanken müssen. Er hat Mana tanken müssen nach der Aktion. In der Nacht da war vom 13. auf den 14. und dann die Tage danach. Da hat er sich so verausgabt, da hat er jetzt echt Mana tanken müssen, ein paar Tage. Ich habe eine Woche lang nicht gestreamt, stimmt nicht. Ich habe am Montag gestreamt, ich habe am Mittwoch gestreamt. Du hast am 16. hast du gestreamt. Heute ist der 21. Das sind 6 Tage, da kann man schon eine Woche sagen. Stimmt. Ja. Genau. Und ich habe jetzt das letzte Mal habe ich am Mittwoch gestreamt. Also ich habe nicht in der Woche nicht gestreamt, sondern das letzte Mal dann am Mittwoch letzte Woche. Und der Grund ist, weil ich nicht wollte, dass die Leute wieder rausfinden, wo ich bin. So, vor allem das Wochenende wollte ich meine Ruhe haben. Ich habe es gerade schon gezeigt. Ja, rein, Alter, es ist unfassbar lächerlich. Ja, ich habe, wie gesagt, das Wochenende mit jemandem verbracht und deswegen wollte ich meine Ruhe haben. War dann auch extra im Ausland dafür, beziehungsweise dann in einem anderen Bundesland. Interessant fand ich, dass die Hater mal wieder übelsten Terror gemacht haben, aber das Hotel nicht rausgefunden haben, wo ich war. Was hast du in Zukunft vor? Dasselbe wie immer. Nicht arbeiten gehen, betteln und uns die Hucke voll lügen. Wie sieht dein Plan aus? Der große Leselord. Und ich wette, was der checkt auch nicht, dass er da kein Netz gerade hat. Der schwadroniert einfach weiter. Oder es ist ihm wurscht. Er wird einfach weiter schwadroniert. Vollkommen gleich. Die Antwort auf diese Frage werden wir nicht bekommen. Aber unten geht der Barren-Counter hoch. Es ist unfassbar. €7,30 hat er zu dem Zeitpunkt schon. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Passiert jetzt da halt nochmal was, Rainer? Hast du jetzt aber bald wieder ein Netz? Oh, da passiert jetzt erstmal gar nichts. Ah, wunderbar, das ist seitdem ich war. Ah, da ist er wieder. Entweder einen Sponsor oder ich mache es so, dass... Ein Sponsor braucht er? Hat er gerade gesagt, er braucht einen Sponsor? Ich mir eine Produktionsfirma suche. Ja genau, eine Produktionsfirma. Oh Mann. Rainer, meinst du tatsächlich, dass dir jemand irgendein Fernsehformat macht? Ja, wo man dich dann in der Studie, die zahlen für alles und du musst dir da bloß hocken und Bullshit verzapfen. Danach Gebarne. Ich glaube nicht, Rainer. Ich glaube, dass das ein bisschen eine utopische Vorstellung ist. Mit der ich das zusammen mache. Dann brauche ich keinen Sponsor, aber dann kümmert sich die Produktionsfirma um all das. Dankeschön für die Kiste. Dann
brauche ich mich um nichts kümmern, weil dann kümmert sich die Produktionsfirma um sowas wie Sponsor oder Geld und finanzielle Sachen. Noch eine Kiste, vielen Dank. Und Er kriegt da echt Barren. Er kriegt da echt Barren. Der ist seit einer Viertelstunde am Ding und hat da 10 Euro nachgeschmissen gekriegt. Ja, oh, lauter Kisten. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. So. Und also das ist gar nicht Kisten sehe. Die Unterstützung könnt ihr hier auf TikTok durchmachen, wenn ihr möchtet. Junau, TikTok, jetzt geht die Bettlerei wieder los. Bitte, 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 bitte Geld. Wenn du mich unterstützen möchtest, wo das möglichst die gesamte Kohle zu mir kommt, dann kannst du auch auf meinem Account mir Trinkgeld geben. So, genau, und die Situation mit den Hatern? Mit dem Projekt ist jetzt so, also, dass ich im Moment noch an der Planung bin. Das heißt... Die Situation ist folgende. Schauen wir mal, wissen wir noch nicht, müssen wir planen jetzt, Sattler. Rainer, da kommt doch bloß wieder heiße Luft raus. Es kommt doch bloß wieder heiße Luft raus. Erzähl mir doch nix. Ich habe jetzt ein ungefähres Kostenmodell. So. Ein Kostenmodell, oder? Der große Finanzlord. Er hat ja Kostenmodell gemacht. Vor allem für mich. Das ist noch ein bisschen anders wie das, was ihr kennt aus meinem Blog. Oder was wir hier im Livestream mal besprochen haben. Aus dem Blog, wo du gesagt hast, dass du eine Woche pro Stadt in verschiedenen Städten in Europa sein willst, über ein Jahr verteilt in 60 Städte. Vollkommen ignorierend, dass das Jahr bloß 52 Wochen hat. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ja, die Gesichtskermes ist unfassbar, dass dem die Leute Geld geben. Es ist unfassbar. 15,20 €. Versuche was ohne Sponsor, dass du nicht auf andere angewiesen bist mit deiner Reichweite. Die Sache ist die, ohne Sponsor funktioniert das definitiv nicht, weil ich habe aktuell keinen Führerschein und ich habe aktuell keine Möglichkeiten, irgendwas in die Richtung zu unternehmen. Und es geht im Moment in erster Linie darum, dass Fahrtkosten gedeckt sind, dass Unterkunftskosten gedeckt sind, es geht offensichtlich tatsächlich um dieses Projekt in Anführungsstrichen, dass er praktisch durch die Weltgeschichte tingeln will. Er braucht bloß noch irgendeinen Vollidioten, der ihm die ganze Scheiße finanziert. Ich weiß, Winklerglück hat in der Vergangenheit oft und viel geregelt, aber das kriegt nicht einmal das Winklerglück hin. Das kannst du komplett vergessen. Essen und Essen, Trinken und so weiter gewährleistet ist. Und gegebenenfalls noch alles Mögliche, was so dazugehört. Also da kommt viel zusammen. Also ein Sponsor ist auf jeden Fall nötig dafür. Oder in der Produktionsfirma, die sich um alles kümmert. Ja, einer Rainer, der will sich nämlich überhaupt nichts kümmern. Der will sich um gar nichts kümmern. Der will chauffiert werden. Im Idealfall hätte ich auch gerne einen Kameramann und auch im Idealfallweise einen am allerbesten wäre, wenn ich einen Kameramann hätte und jemanden, der sich um Unterkunft und Hotel und so weiter kümmert. Ja, genau. Ja, und der Sänfte und ein paar Leute, die tragen. Ja. Und dann wird so eine Musical-Nummer draus, wie ein Aladdin. Prinz Ali, da 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 da. Und dann kommt dann jede Stadt wieder reingetragen. Ja, mit 1000 goldenen Kamelen. Rainer, halt dein Maul. Ganz ehrlich, halt dein Maul. Das wäre der beste Fall. Wenn ich mit der Produktionsfirma zusammenarbeiten könnte, noch ist das Projekt ja noch nicht fertig, beziehungsweise noch ist der Prinz Reini, kreislich wie nie. Der Plan für das Projekt ja noch nicht fertig. Aber sobald der Projektplan fertig ist, würde ich im Idealfall gerne versuchen, das alles entsprechend zu ordnen. So. Er ist wieder, durch irgendwas ist er wieder abgelenkt und das ist wieder Overload im Oberstübchen. Also so, wir müssen ja den Plan machen und wenn dann der Projektplan praktisch etc. fertig ist, dann werde ich dann versuchen, das alles irgendwie zu ordnen.
Hohles Blabla, Rainer, hohles Blabla. Dass die Produktion und das ganze Zeug auch funktioniert und am Ende vielleicht auch ein richtig cooles Projekt dabei rauskommt. Ob ich das Ganze so mache, dass ich auf YouTube oder auf Odyssey, in meinem Fall jetzt auf Odyssey und TikTok was mache und da veröffentliche, würde ich nur machen, wenn ich keine andere Wahl hätte. Ja, weil es da nämlich keine Barne dafür gibt, Rainer. Weil die Barne-Lage auf Odyssey, die ist eher mau. Würde bedeuten, wenn ich wenn ich quasi dieses Projekt komplett versuchen würde, alleine zu stemmen. Rainer, du brauchst das jetzt nimmer hochklappen und muten und schau, wie er sich fühlt, wie er schaut, schau, wie schlau ich bin. Ich hab das jetzt gemutet, damit die Hater nicht hören, wo ich bin. Rainer, du hast es vorhin vergessen und man hat gehört, wo du warst. Ah, wenigstens hätten wir die Rotzerei dann nicht. Das ist ja schon mal was. Und da ist er wieder weg, der Empfang. So. Gerne versuchen, in dieses Format auch noch Leute mit reinzubringen. Ja, er hat immer gesagt, er will in seine Situation jemanden mit reinziehen, wegen die Haters und sowas würde er nie jemandem antun. Und jetzt heißt es auf einmal wieder, ja, wir müssen in das Format andere Leute auch noch mit reinbeziehen. Vollkommener Realitätsverlust. Was laberst du, Rainer? Was laberst du? Ken Duken, danke für deine Unterstützung und danke für dein Angebot. Die Eier sollen dir abfallen. Für deine Unterstützung. Es wäre ideal, wenn ich meine Streams und meine Videos nebenbei machen könnte, aber in erster Linie ist geplant eigentlich, ein richtig professionelleres Format daraus zu machen, was dann... Rainer, du hast überhaupt nicht einmal die geringste Ahnung, was professionell überhaupt bedeutet. Ein professionelles Format. Weißt du, was da für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt? Ein Produktionsaufwand. Weißt du, was die Scheiße kostet? Weißt du, wer dir das finanziert? Niemand. Kein Mensch. Kein Mensch. Frag doch mal an bei sowas wie Kitchen Impossible, was die pro Folge an Kohlen raushauen. Was das für ein unglaublicher Arbeitsaufwand ist. Leute zu nehmen, die dann irgendwo ins Ausland zu schippern, dann da irgendeinen Dreh zu machen und dann wieder in ein anderes Land und da wieder einen Dreh zu machen. Das ist unfassbar. Kein Mensch gibt so viel Geld aus dafür, dass er ein Format mit einem dicken Vollidioten macht. Den die ganze Welt hasst und der sich dabei wahrscheinlich in die Hosen scheißt. Jetzt kommen wir mal auf den Teppich. Dann auch vielleicht. Ich möchte es nach Möglichkeit nicht im Fernsehen ausstrahlen, aber ich möchte es nach Möglichkeit gerne so machen. Und Rainer, diese Produktionsfirma, wenn das macht, dann strahlst du überhaupt gar nichts aus. Ja, außer Verabscheuungswürdigkeit. Ja, weil dann, wenn diese Produktionsfirma das nämlich macht, dann gehört das denen. Dann strahlen die das aus, wo sie wollen, beziehungsweise dann verkaufen sie die Rechte an den höchstbietenden Sender. Bei dir vielleicht Astro TV. Vollkommen utopisch. Ich möchte es nach Möglichkeit am besten so gerne machen, dass man das nach außen ein bisschen kommuniziert, wie man das Ganze anstellt. Alter, er labert. Ich hasse das so. Ich hasse das so. Der hat nichts im Kopf. Vollkommen blank. Gerade wieder. Und er labert einen Scheiß. Er müsste das dann so machen, dass man das also praktisch nach außen kommuniziert derzeit. So. Ich möchte, also das grundlegende Konzept ist folgendes. Du bist komplett bescheuert und hast jeglichen Bezug zur Realität verloren. Das ist das grundlegende Konzept. Und das komplette Internet macht sich lustig drüber. Es sollen, wenn es möglich ist, sollen im Idealfall 4 Staffeln. 4 Staffeln auch noch. 4 Staffeln. Wenn es perfekt läuft, sollen im Idealfall 4 Staffeln gedreht werden.
In diesen 4 Staffeln sollen pro Staffel 12 Folgen sein, in denen man im Idealfall 2 oder 3 Städte pro Folge hat. Manchmal auch bloß eine, wenn es eine größere Stadt ist, wie zum Beispiel Berlin oder Hamburg oder Köln oder sowas. Wenn es größere Städte sind, dann sind es im Idealfall... Er will tatsächlich, dass ihm eine Produktionsfirma das bezahlt, dass er praktisch von Stadt zu Stadt tingeln kann und da irgendein Dulli-Scheiß labert. So großartige Sachen dann macht, wie die Aufnahmen da vor der Mauer in Berlin oder so. Und ganz ehrlich, wenn der da irgendwo schaut und er versucht, diese Idee irgendwem zu pitchen, der geht dann irgendwie zu irgendeiner Produktionsfirma und pitcht das und sagt, hey, ja, ich bin jetzt der große Drachenlord, ihr Zeugs und ich mach nix. Deal? Und die sagen, sind Sie blöd? Bitte verlassen Sie unser Büro. Und dann wird er danach wieder streamen auf 180 mit einem ganz kleinen Mund und dann sind das alles Hater. Dann sind es alles Hater bei der Produktionsfirma. Das soll es im Idealfall so sein, dass es also wirklich nur nach Ding geht. Nach Zeug. Ich habe den Namen vergessen. Dann soll es im Idealfall nur nach größeren Städten gehen. Aber das wird wahrscheinlich passieren. Wahrscheinlich wird es dann... Ich habe auch Nürnberg, Ansbach und Fürth mittlerweile mit drin und auch sowas wie Würzburg. Nürnberg, Ansbach und Fürth, Rainer. Rainer, also wenn schon keiner dafür bezahlen würde, dass er dich nach Berlin, nach London oder nach Paris schickt. Nach Nürnberg, Ansbach und Fürth, da zahlst du 3-mal Corner. Wovon träumst du nachts? Würzburg ist wieder ein bisschen größer, aber Nürnberg, Erlangen und Fürth, zumal die auch direkt neben... Ich dachte Ansbach, jetzt ist Erlangen. Das sind, würde ich wahrscheinlich in eine Folge packen. Und ich möchte auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall vorhabe, ich möchte pro Staffel 4 Hauptstädte haben, deswegen auch 4 Folgen. Weil es insgesamt gibt es ja 16 Hauptstädte und ich möchte insgesamt 4 Hauptstädte pro Staffel haben. Es gibt 16 Hauptstädte auf der Welt. Wissen wir Bescheid. Es gibt 16 Hauptstädte auf der Welt. Was bedeutet, dann hätte man insgesamt 16 Hauptstädte in 4 Staffeln. Also oder meint er jetzt Bundeslandshauptstädte? So alle. Genau, das ist so der Plan dahinter. Jetzt gilt es aber erst einmal ein Konzept zu entwickeln. Das heißt, wo geht es zuerst hin? Was macht man als nächstes? Wohin muss man hingehen? Was muss man machen? Wo geht's hin? Was macht man? Wohin muss man gehen? Was muss man machen? Rainer, nein. Nein. Das sind Sachen, die kommen erstmal sehr, sehr viel später. Das allererste, was du rausfinden musst, ist, wer hat irgendwie komplette geistige Umnachtung oder einen harten Schlag auf den Kopf gekriegt und hat es für eine gute Idee, die Scheiße zu finanzieren. Und dann kannst du überlegen, was du dann machst und wo es dann jetzt halt hingeht. Und da ist auch schon die erste unüberwindbare Hürde, weil das wird niemand machen. Kein Mensch gibt dir Geld für diese Scheiße. Schmink dir das ab. Was möchte man machen? Weil ich habe auch Städte drin, die jetzt mittlerweile nicht mehr so groß sind oder nicht mehr so populär sind oder auch nicht mehr so groß sind. Seitdem du jetzt die Liste letzte Woche gemacht hast, sind die Städte geschrumpft. Da sind 100.000 Leute ausgezogen, jetzt rendiert sie es nicht mehr. Auch nicht mehr so aktiv besucht werden, was bedeutet, dass da sowieso das Ganze ein bisschen kleiner ist. Da muss man aber auch noch, und das ist auch wieder Sachen der Organisation, man muss hergehen und man muss man muss hergehen und dann, das ist wieder, er schaut, dass er wieder irgendwelche Zeit schindet, damit er sich einen Schmutz zusammenrendern kann. Er hat keine Ahnung, was er da tun will. Der hat sich diese fixe Idee in den Kopf gesetzt, das ist die Weiterführung von seiner ich ziehe durchs Land mit dem Ranger Idee vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr. Und die hat er sich überlegt und das geht halt jetzt nicht mehr, weil er keinen Führerschein mehr hat und keinen Ranger und kein nix. Und jetzt braucht er einen Sponsor oder eine Produktionsfirma, die das dann alles übernimmt und die ihn praktisch in der Gegend umeinander schickt, damit er da einen auf schlauen Mann machen kann. Das kannst du alles nicht ausdenken. Rainer, das wird genauso gut funktionieren wie die Ranger-Idee.
gar nicht funktioniert das. Überhaupt nicht. Weil, sind wir mal ehrlich, auch als du den Ranger noch hattest, was ist denn da gekommen? Du warst irgendwann einmal, ich glaube in Bremen im Tierpark, hast du ein paar Fotos gemacht. Dann warst du nur in irgendeinem anderen Tierpark und hast aber Fotos gemacht. Und so ein kleines Kurzvideo zusammen gemacht. Das war's. Ansonsten bist du im Ranger gesessen, auf 100 Sachen 80 und hast über die bösen Hater geschimpft, die dich schon wieder gefunden haben, Etzadler, und jetzt haben sie dich schon wieder vertrieben. Man muss hergehen und man muss in den jeweiligen Städten eine Drehgenehmigung. Wenn man groß in der Stadt drehen möchte, muss man eine Drehgenehmigung für jede Stadt haben. Das heißt, man braucht... Anna, willst du einen Blockbuster filmen oder was? Anna, wenn du dich vor irgendein Wahrzeichen von irgendeiner Stadt stellst und in 10 Minuten kurzer Video aufnimmst, brauchst du keine Drehgenehmigung dafür. Es sind insgesamt, ich glaube 34 Städte, ich habe es nicht im Kopf. Ich glaube 34 Städte plus die 16 Hauptstädte. Das ist aber nicht so cool, Bunny. Dann hoffe ich, dass es alles nicht so gravierend schlimm. Man geht eine Hotelrezension weiter. Das kommt jetzt darauf an, wie ich die Woche Zeit habe. Ich will die Woche... Rainer, du bist ein fetter Arbeitsloser. Du hast Zeit. Du hast alle Zeit der Welt. Auf jeden Fall noch eine machen. Normalerweise wollte ich jede Woche eine machen. Aber dann hast du doch wieder keinen Bock mehr gehabt. Weil du bist ja der große Drachenlord, der immer durchzieht, wenn er irgendwas macht oder vorhat oder ankündigt, oder? Eigentlich wollte ich letzte Woche auch schon eine schreiben, speziell nachdem ich da letzte Woche aus dem Hotel geflogen bin. Das war das allerletzte. Nein, Rainer, das war nicht das allerletzte. Du hattest da Hausverbot und du hast mit irgendeiner Trickserei versucht, dir dieses Zimmer zu sichern. Und das ist nur deswegen aufgeflogen, weil ein paar Schwachmaten da die Feuerwehr hingeschickt haben. Und dann hieß es, Herr Winkler, was machen Sie hier? Sie haben Hausverbot. Wie, ich habe Hausverbot? Da weiß ich aber jetzt nichts, Herr Detzadler. Hat mir keiner gesagt. Deswegen habe ich mich auch wie ein Krimineller in dieses Hotel reingeschlichen. 100%. Ich halte die Theorie vom Serial wirklich für sehr, sehr wahrscheinlich. Dass der sich von der Marion oder von irgendjemandem dieses Zimmer hat buchen lassen. Genauso wie er es damals versucht hat mit der, wie hieß der Bärchen, die auf den Hotelkosten hat sitzen lassen. Weiß nicht mehr. Und da andere Leute das buchen lassen und sich dann selber reinzecken. Dieses Verhalten auch, ganz ehrlich. Und dann die Aussage, ja, sie haben gar nicht angerufen und so weiter. Ich möchte mich gar nicht schön aufregen. Ich möchte mich auch im Idealfall nicht schon wieder aufregen müssen. Message ist angekommen. Was für eine Message? Ich finde es auch total geil, dass er dann immer das Mikro hochklappt, um zu verhindern, dass rausgefunden wird, wo er ist. Wobei er es schon einmal vergessen hat. Und er trotzdem aber im Hintergrund immer die Anzeigetafel mitfilmt. Also, dass jemand, der das einfach stoppt und irgendwie Frame by Frame macht, sofort rausfindet. Also. Jedenfalls ist es so, dass ich da halt im Idealfall wäre es auf jeden Fall so, dass man dann sagt, okay, man versucht es so entsprechend umzusetzen, dass man sagt, okay, die Städte würde ich gerne so machen, dass ich in jeder Staffel, im Idealfall wäre es so, dass ich in jeder Staffel 4 Bundesländer hätte. Dann hätte man bei 4 Hauptstädte und bei 4, da hätte man bei 4 Hauptstädte und bei 4, vier Staffeln hätte man quasi in 4 Staffeln auch alle 16 Bundesländer durch. Das bedeutet aber auch, dass ich bei 34 Städte, die ich habe, plus die 16 Hauptstädte, dass ich dann im Idealfall pro Folge 2 oder 3 Oh, ey, es ist anstrengend, oder?
Es ist anstrengend, gerade wenn er wieder mit Zahlen kommt. Also da haben wir dann die 16 und dann haben wir nochmal 34 und dann haben wir 4 Staffeln und dann mit 12 Folgen und dann heißt es aber im Idealfall, dass ich Rainer, du hast noch nicht einmal eine grobe Ahnung, was du da machen willst. Du hast einfach überlegt, ich würde gern Städtereisen in Deutschland machen und ich brauche jetzt irgendeinen Deppen, der mir das bezahlt. Unter dem Vorwand, dass ich da Content produziere, etc. Ja, 2 oder 3 Folgen mache. Also Quatsch, 2 oder 3 Städte pro Folge mache. Das muss ich noch gucken, wie ich das am schlausten organisiere. Müssen wir schauen, wissen wir noch nicht, gell? Wenn der Hund nicht geschissen hat. Ich persönlich hatte überlegt, 2 Staffeln zu machen mit je 16. Nein, ich hätte gedacht, es sollten 4 Staffeln werden. Mit je 8 Hauptstädten, wo man dann ist es auch ein bisschen leichter. Dann wären es aber etwa 20, 22 Folgen pro Staffel. Ja, das muss ich noch gucken, wie man das am schlausten vom Organisatorischen her hinbekommt. Rainer, am schlausten hast du in deinem Leben noch nie irgendwas gemacht. Vom Organisatorischen her schon zweimal nicht. Ja, keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt überhaupt noch nicht. Ja, aber auf jeden Fall, das ist, wenn auch eine sehr ausschweifende Antwort, die Antwort für die Frage, ob was Neues geplant ist. Ja, geplant, Rainer, aber geplant ist bei dir auch aber irgendwas. Passieren tut halt nie was, weil immer vollkommen utopische Planungen sind. Ja, Rainer? Sind wir jetzt wieder am Anfang vom Streamen, ne? Hat er jetzt 4 Minuten angefangen mit ins Mikro schnauben und jetzt hören wir nochmal am Schluss nochmal 5 Minuten auf mit ins Mikro schnauben oder was? Mann, das sind schon alle Fragen, die ihr habt. Ihr seid ja heute sehr genügsam. Einmal bist halt nicht so sonderlich interessant. Und ganz ehrlich, deine ganzen Lügengeschichten, hier, den Knutschleck, den du wahrscheinlich mit dem Staubsauger gemacht hast oder sonst irgendwas. Die Leute werden dir auch zunehmend immer weniger Fragen stellen, wenn sie wissen, dass du sie permanent anlügst. Das Geile ist, ich hatte mir vorhin 2 Brötchen gekauft, vorher. Was? Er hat wieder ein großartiges Netz. Hat er sich am Bahnhof wieder 2 belegte Semmeln gekauft. Das ist mal wieder die billigste Art und Weise, sich zu ernähren. Wenn du im Supermarkt einfach 2 Semmeln kaufst und der Bohrradel Wurst, dann kostet das einen Bruchteil davon. Und ist wahrscheinlich noch qualitativ hochwertiger wie die Scheiße, die du da am Bahnhof immer kriegst. Die Schuhsohlen, Pressfleisch, Händelschnitzel, Semmel. Richtig ätzend, Wobei, es ist kein richtiger Hunger, das ist eher so... Permanente Fresssucht, Rainer. Bei dir ist es Fresssucht. Du isst nicht aus Hunger. Jemand, der isst wegen Hunger, der hört auf, wenn er satt ist. Du stopfst da seit Jahren einfach alles in Grind, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Als Kompensation für deine eigene Erbärmlichkeit. Ich habe eher, ich würde es eher als Magenschmerzen bezeichnen, als Hunger. Es ist ein bisschen dieses... Ja, wenn ich Magenschmerzen habe, dann schiebe ich mir immer 2 belegte Semmel ins Gesicht. Wenn ich Magenschmerzen habe, bin ich am Fressen den ganzen Tag, du brunstblöder Vollidiot. Hungergefühl, aber nicht wirklich als Hungergefühl. Ich weiß nicht, wie ich das beurteilen soll. Oder wie ich es beschreiben soll.
Mecklenburg-Vorpommern war ich noch nicht, nein. Da war ich noch nicht, aber das steht auch auf meiner Liste, wo es hingehen soll. Winklers Liste. Ich habe mich bei Mecklenburg... Es gibt viele Länder, viele Städte und vor allem auch viele Bundesländer in Deutschland. Wow, Rainer. Wow. Captain Obvious hat wieder zugeschlagen. Es gibt viele Städte in Deutschland. Wo ich mich immer wieder frage, wie kommt man auf diese Namen? Ich meine, Mecklenburg, okay, kann ich verstehen, so. Aber wieso Vorpommern? Ich meine, klar, es gibt bestimmt irgendeinen Grund dafür. Mit Sicherheit, weil Frankfurt am Main heißt ja auch nicht ohne Grund am Main. Weil es vielleicht am Main liegt. Rainer, jetzt bitte hör auf mit so einer Scheiße da jetzt umeinander zum Philosophieren, warum irgendeine Gegend irgendwie heißt. Das hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Und das hat einen historischen Hintergrund, den du nicht fähig bist zu begreifen. Genauso wie Neustadt an der Aisch nicht ohne Grund Neustadt an der Aisch heißt. Weil eben die... Weil eben Aisch heißt. Deswegen. Weil da sitzt nämlich ein dicker Vollidiot, der sich über Aisch heißt. Aisch durch Neustadt an der Aisch fließt. Oder in Mainz, Frankfurt am Main. Natürlich auch der Main. Ja, und lauter solche Geschichten. Boah, Alter, bei solchem Wetter, Alter, da könnte man echt meinen, da kommen gleich Trolle aus den Bergen. Ja, hat er jetzt so kurz mit der Troll geschaut wahrscheinlich auf Netflix. Und der Troll, der Troll sitzt gerade in der Regiobahn. Täusche ich mich? Ich habe doch gerade eine Nachricht gesehen, oder spinne ich jetzt? Danke für die Unterstützung und willkommen. Wieder ein neuer Supporter. Wieder eine weitere verlorene Seele. Schön nochmal richtig reingähnen. Alter, dieses Ding, wenn er macht. Ich will ihm seine Speckfinger brechen dabei. Einfach nehmen und einmal nach hinten umbiegen. Na gut, ich würde den Stream heute gar nicht so arg lange machen. Eine halbe Stunde sind wir jetzt schon drüber. Eigentlich wollte ich bloß eine halbe Stunde machen. Rainer, nein. Du bist noch nicht über eine halbe Stunde. Du bist hier auf 28 Minuten. Abzüglich dessen, was da am Anfang war und die 4 Minuten, die du nichts gesagt hast am Anfang. Streamst du noch keine 25 Minuten. Vielleicht mache ich nachher noch einen, mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Ja, du willst jetzt den Stream deswegen nicht weitermachen, weil gerade keine Bachen mehr reinkommen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Es ist hier zu wenig Traffic. Weil du langweiliger Sack Scheiße bist, der nicht einen Cent verdient hat von der ganzen Scheiße, die er gerade nachgeschmissen gekriegt hat. Du hast gedacht, hahaha, ich habe jetzt irgendwie 2 Stunden im Zug. Machen wir Streamen an. Können wir doch Kohlen erbetteln währenddessen. Hast du 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Nein, Rainer? Ich will auch noch eine Möglichkeit vermeiden, dass die Leute wissen. Dass die Leute wissen, wo du bist. Dann hättest du ganz am Anfang schon das Mikrofon muten sollen, wo angesagt wurde, wo du warst. Okay. Das ist schön. So. Gut, passt auf, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich danke euch natürlich auch vor allem für die Unterstützung. Gerade die Unterstützung ist momentan das, was ich gut gebrauchen kann. Ja, betteln. Bitte, Geld. Hilft mir auf jeden Fall, hoffe ich, sehr weiter. Und dann, ja, das ist der realer Account. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für euren Support.
Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Ich weiß noch nicht, ob wir den heute noch einen machen oder ob wir den erst morgen oder so machen. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich heute Abend pennen werde. Das muss ich jetzt dann im Laufe des Tages heute noch rausfinden. Okay. Gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Vielen Dank. Ja, bitte gerne, Rainer. Ich muss die alten Streams noch fertig aufrollen, aber ich werde dann schon auch wieder mit dabei sein, etc. Ey. Ein vollkommen erstes Lügenfeuerwerk und dann ich brauche eine Produktionsfirma, die das alles organisiert. Das passt auf keine Kuhhaut drauf. Unfassbar. Na gut. Dann sind wir fertig. Pünktlich zum Mittag. Genießt eure Brotzeit. Ja. Trinkt eine halbe für mich mit. Tut nicht, was Rainer tut und Metal off.